hören, auch musikalisch, und darauf freuen wir uns schon. Und auch ein Teil der Predigt, gibt es 2 Teile von Predigt, wird von Pastor Paolo geleitet. Wir wollen zuerst aber zusammen ein Lied singen, in dem es auch um Film geht. Dans nous enregistrons, c'est le deuxième culte avec la paroisse La Grâce, qui est avec nous ce matin. Elle n'est pas là pour la première fois. La Grâce était déjà en visite ici chez nous. Et j'aimerais donc, membre de la paroisse La Grâce, vous saluer chaleureusement ici aujourd'hui. Tel que nous l'avons déjà constaté, le culte sera célébré en plusieurs langues, parce que la paroisse La Grâce est une paroisse dont les membres viennent de différents pays africains qui parlent, la plupart parlent français. Et même la prédication sera faite en partie en français par le pasteur Paolo. Und nun bitte ich Frau Deborah nach vorne. Sie möchte uns die Gemeinde La Grâce vorstellen. Erfolgt durch die Tochter Ingrid. Wir freuen uns, dass Sie beide das machen würden. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Qui est Dieu ce matin? Jésus. Jésus. Qui est Dieu ce matin? Qui est Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Je voulais vous présenter pour notre église, La Grâce, mais je vous salue d'abord au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ich will euch jetzt kurz die Gemeinde La Grâce vorstellen, aber zuerst begrüße ich euch im Namen Jesus Christus. L'église La Grâce, oui, œuvre ici à Aven, à Louisette Hospital. Nous sommes là dans la Kapelle, là où nous sommes chaque dimanche. Die Gemeinde La Grâce befindet sich am Luisenhospital in der Kapelle und dort treffen wir uns auch jeden Sonntag und haben dort unseren Gottesdienst. L'église La Grâce existe déjà depuis plus de 10 ans. Unsere Gemeinde existiert schon seit über 10 Jahren. Et nous avons différentes nationalités. Und wir haben auch verschiedene Nationalitäten. Nous avons des Angolais, nous avons des Congolais, nous avons des Togolais, nous avons des Nigériens. Wir haben also Menschen aus Kongo, aus Angola, aus Togo, auch aus Nigeria. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide. Und durch Gottes Gnade lieben wir uns, also hilft er uns auch. Nous ne sommes pas là seulement le dimanche, et le mercredi, nous sommes là, l'intercession et le titre biblique aussi. Wir sind nicht nur sonntags da, sondern auch mittwochs. Mittwochs haben wir unseren Bibelkreis und die Fürbitte. Et le vendredi, nous avons encore l'intercession. Und freitags haben wir noch eine Fürbitte. Et le samedi, nous avons la répétition de la chorale et le groupe de jeunes. Und samstags haben wir unsere Chorprobe und die Jugendgruppe. Et le vendredi, parfois, nos jeunes viennent encore ici pour signer encore, pour partager la parole avec les jeunes de cette église. Freitags kommen die jungen Leute aus unserer Gemeinde manchmal auch hierher und verbringen dann Zeit mit den jungen Leuten aus dieser Gemeinde. Voilà, ça c'était court, la présentation de notre église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr hilft euch segnen. La Grâce heißt übrigens Gnade, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Jetzt möchten wir 2 Lieder des Chores vorstellen. Amen.
Freude, wenn man sagt, dass wir im Haus des Herrn gehen können. Und ja, ihr könnt mit uns klatschen, mit uns singen, gemeinsam. Amen. Amen. Come on.
wollen zum Gebet aufstehen. Lieber Vater im Himmel, manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen verbringen das halbe Leben mit Suchen, mich eingeschlossen. Wenn es nur Gegenstände wären, die man verloren oder verlegt hat, oder jeweils sein persönliches Objekt der Begierde, schön wär's. Aber es gibt so viele wichtige Dinge mitten in unserem Wohlstand, die uns manchmal abhanden gekommen sein können. Wir suchen Glück, Liebe und Geborgenheit, Schutz, Verständnis, Nähe. Wir suchen Wahrheit, den Glauben und Vergebung. Und ich könnte jetzt noch vieles aufzählen, von dem wir gar nicht immer so genau wissen, dass wir gerade diese Sache suchen. Aber wir suchen und suchen. Und manchmal finden wir etwas. Aber dieses Etwas entpuppt sich oft als fader Ersatz, als Fake, als Placebo für das, was wir eigentlich brauchen und darum suchen. Bewusst oder unbewusst. Herr, wir fühlen uns manchmal so alleingelassen, so ausgeliefert auf dieser lebenslangen Suche. Aber heute erinnerst du uns an etwas Wichtiges. Wir sind nicht allein auf der Suche und wir waren es nie. Auch du suchst nach uns, seit du uns bei unserer Geburt auf den Weg geschickt hast. Du kommst uns entgegen, schließt uns schließlich in deine Arme und beschenkst uns reichlich mit deinen guten Gaben. Dafür will ich dir danken. Ich vertraue darauf, dass du mich suchst und findest und dass du dich immer wieder uns zeigst und finden lässt. Bitte zeige du das auch denjenigen, die heute nicht hier sein können, weil sie vielleicht krank oder traurig sind. Ich bitte dich, dass auch für unsere Kinder im Kindergottesdienst und die Betreuer und auch für die, die jetzt auf der Vater-Kind-Freizeit sind. Und ich bitte dich für die vielen, vielen Menschen, die auf der ganzen Welt als Flüchtlinge umherirren. Lass sie eine Heimat finden und gib uns gute Ideen, wie wir dabei helfen können. Amen. Amen.
Ich will lesen. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Wir lesen in Lukas Kapitel 15. Le verset 8 et le verset du 8 jusqu'au 10e verset. Vom 8. bis zum 10. Vers. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesus. Ou bien elle lit en allemand. Vous lisez en allemand. 8 et 15. Lukas Kapitel 15, 8 et 10e verset. Vers 8 bis 10. Ich lese im Namen Gottes. Oder welches Weib ist, die 10 Groschen hat, so sie der einen verliert, die nicht ein Licht anziehe, und kehre das Haus und suche mit Fleiß, bis dass sie ihn finde. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Amen. Ici, on parle d'une femme qui a perdu une des pièces de monnaie. Wir reden hier von einer Frau, die einen Groschen verloren hat, eine Münze verloren hat. Cette pièce, c'est que ça la pièce avait de la valeur. Diese Münze hatte sehr hohen Wert. Et je sais comment nous aimons tous l'argent. Und ich weiß, wie sehr wir alle Geld mögen. C'est que dans nos pensées, nous savons que l'argent a vraiment de la valeur. In unseren Gedanken wissen wir, dass Gott das Geld sehr viel Wert hat. Ici, on dit que la femme a cherché vraiment la pièce qu'elle avait perdue. Und hier steht geschrieben, dass diese Frau ihre Münze wirklich überall gesucht Elle hat. a balayé partout dans sa chambre. Sie hat ihr ganzes Zimmer gekehrt. Elle a allumé la lampe. Sie hat das Licht angemacht. C'est-à-dire la lampe pour éclairer. Dieses Licht steht für die Erleuchtung, also für alles Helle. Dans sa tête, elle voyait que j'avais perdu quelque chose de valeur. In ihrem Kopf hat sie sich nur gedacht, ich habe etwas Wertvolles verloren. Et cette femme, Und diese Frau, je vois c'est l'image de l'église aujourd'hui. diese Frau ist ein Abbild der Gemeinde heute. Je me souviens, Jésus dans la Bible dit ceci. Ich erinnere mich daran, dass Jesus in der Bibel mal sagte, Il s'adresse à ses disciples. er hat zu seinen Jüngern gesprochen. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Er sagte, geht und macht aus allen Nationen meine Jünger. C'est-à-dire, c'est l'un de nos devoirs ici sur la terre. Damit will ich sagen, das ist eine unserer Aufgaben hier auf dieser Welt. Donc, nous devons chercher tous ces mondes-là qui sont perdus Wir müssen all diese Menschen suchen, die verloren sind, et les ramener à Jésus. und sie wieder zu Jesus bringen. Puisque l'homme que Dieu a créé a vraiment de la valeur. Weil der Mensch, der von Gott erschaffen wurde, hat wirklich sehr viel Wert. Si on retrouve quelque chose qu'on avait perdu, Wenn man etwas findet, was man verloren hatte, je pourrais raisonner aussi de cette façon. also ich kann auch auf diese Art und Weise denken. Puisque la femme dit, elle a perdu. Diese Frau sagte, sie hat es verloren. C'est que la chose là appartenait à la femme. Das bedeutet, dass diese Sache vorher der Frau gehört hat. Donc, du coup, elle a perdu ce qu'elle avait. Und auf einmal hat sie verloren. La Bible nous fait voir, Verloren, was sie hatte. la Bible nous fait voir Die Bibel zeigt uns, que Dieu nous a créés à son image. dass Gott uns nach seinem Abbild erschaffen hat. Alors, si nous ne revenons pas à Dieu, Und wenn wir nicht zurückkommen zu Gott, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. dann wird irgendetwas nicht klappen. Et dans la Bible, on nous dit aussi, Die Bibel sagt uns auch, Dieu n'accepte pas la mort d'un pécheur. Gott mag es nicht oder akzeptiert nicht den Tod eines Sünders. Dieu veut que nous puissions tous revenir à lui. Gott will, dass wir alle wieder zu ihm zurückkehren. Voilà la raison pour laquelle la femme devait chercher cette pièce-là minutieusement. Und aus diesem Grund hat diese Frau ihre Münze gesucht. Et quand elle a retrouvé la pièce, Und als sie diese Münze wieder gefunden la hat, Bible dit elle était remplie de joie. dann sagt die Bibel, dass sie wirklich voller Freude war. Vous savez, quand un pécheur revient à Christ, Wenn ein Sündiger wieder zu Christus zurückkehrt, ça fait la joie au ciel. dann gibt es sehr viel Freude im Himmel. Et c'est ce que démontre cette parabole. Und dieses Gleichnis will das nochmal zeigen. La parabole fait raisonner, fait réfléchir. Dieses Gleichnis soll uns zum Nachdenken anregen. Jésus a donné cette parabole, Als Jesus dieses Gleichnis von sich gab, c'est-à-dire directement nous demander à raisonner. hat er uns, wollte er uns zum Nachdenken bringen. Quand nous étions de l'autre côté, Als wir noch auf der anderen Seite waren, c'est-à-dire quand on n'était pas encore des nouveaux, on n'était pas encore des chrétiens, als wir noch, damit meine ich, als wir noch nicht von neuem geboren waren, als wir noch keine Christen waren. c'est l'adversaire Satan, le diable, qui nous manipulait. Da kam immer unser Feind, der Teufel, der uns immer manipuliert hat. Et il est dit dans la Bible, Und in der Bibel steht geschrieben,
Satan ne relâche jamais ses prisonniers. Der Teufel lässt seine Gefangenen niemals frei. Donc, quand on est venu à Christ, Das heißt, als wir dann zu Christus gekommen c'est sind, comme si, de l'autre côté, nous sommes des évadés. ist es so, als wären wir auf der anderen Seite Flüchtlinge. Nous disons que nous sommes délivrés, Wir sagen uns selbst, wir sind befreit, mais de l'autre côté, aber auf der anderen Seite, c'est-à-dire Satan et ses disciples, damit meine ich den Teufel und seine Diener, ils disent que ces gens-là sont des évadés. diese Leute sagen, dass wir Flüchtlinge sind. Et nous savons tous comment on cherche un évadé, quelqu'un qui a fui de la prison, comment on les cherche. Und ihr wisst ja alle, wie die Menschen, die aus Gefängnissen geflüchtet sind, immer gesucht werden. Cela signifie, Damit will ich sagen, si quelqu'un qui était en Christ, qui est devenu en Christ, eine Person, die zu Christus gekommen ist, si la personne s'était garée encore, s'égare encore, wenn diese Person dann nochmal vom Weg abkommt, nous qui comprenons, dann müssen wir, die alles verstehen, nous devons tout faire pour rechercher la personne. müssen wir alles tun, um diese Person zu finden. Parce qu'il s'expose à un danger. Weil diese Person sich einer Gefahr ausstellt. De l'autre côté, on dit que c'est un évadé. Weil auf der anderen Seite wird davon gesprochen, dass er ein Flüchtling ist. Et nous savons tous qu'on arrête un évadé. Und ihr wisst alle, dass wenn man eine Person, die aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, wieder on renforce la prison. dass er dann eine höhere Strafe bekommt im Gefängnis. C'est de là où la Bible dit, Da sagt die Bibel, quelqu'un qui était en Christ, jemand, der in Christus war, qui s'est égaré, der weggegangen ist, il devient 7 fois plus mauvais qu'il était auparavant. also jemand, der in Christus war, Christus aber verlassen hat, wird 7-mal schlimmer als vorher. Alors, il est de notre devoir Also ist es unsere Aufgabe, de chercher à tout prix à ramener tous nos frères et sœurs qui traînent encore, de les ramener à Christ. ist es unsere Aufgabe, zu jedem Preis unsere Geschwister, die vom Weg abgekommen sind, wieder zu Jesus zu bringen. Donc, nous devons vraiment avoir ces soucis-là. Also wir müssten wirklich dieses Mitgefühl mit ihnen haben. Si on connaît quelqu'un qui était dans la parole et qui s'est égaré, Wenn wir wirklich jemanden kannten, der ein Christ war, aber vom Weg abgekommen ist, commencez déjà à comprendre toi-même dann versuch schon selbst nachzudenken. que le frère ou la sœur est en danger. Dass der Bruder oder die Schwester in Gefahr ist. Quand on a ces soucis-là, Wenn man sich um diese Person kümmert, c'est ces soucis-là qui nous poussent vraiment à aller évangéliser ces gens-là, les amener à Jésus. wenn man wirklich dieses Mitgefühl hat, dann führt dieses Mitgefühl dazu, unsere Geschwister wieder zu Jesus zu bringen. C'est l'une des raisons qui a poussé cette femme à chercher cette pièce-là minutieusement. Und das ist einer der Gründe, weshalb diese Frau so sehr nach ihrer Münze gesucht hat. Parce qu'elle a compris que la pièce a de la valeur. Weil sie verstanden hat, dass diese Münze einen sehr hohen Wert hatte. L'homme a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Der Mensch hat wirklich einen sehr hohen Wert vor Gottes Augen. Si nous, Wenn wir, les hommes que nous sommes, die Menschen, die wir sind, nous donnons vraiment de la valeur à l'argent, wenn wir Geld zum Beispiel so viel Wert schenken, also alors, so viel Wert geben, alors que l'homme est plus précieux que l'argent. obwohl der Mensch viel wertvoller ist als Geld. C'est-à-dire nous devons aussi avoir ces soucis-là, nos frères et sœurs, qui sont perdus. Also das heißt, dass wir auch dieses Mitgefühl unseren Geschwistern gegenüber haben müssen, die verloren gegangen sind. Donc, pour les aider à revenir en Christ, Wir müssten ihnen helfen, wieder zurück zu Christus zu kommen. cette prise de conscience, c'est ce que Dieu veut. C'est une prise de conscience. Also genau dieses Verhalten ist das, was Jesus von uns möchte. C'est ce que fait cette femme ici. C'est ce que fait cette femme. Und genau das tut diese Frau. Elle a tout fait. Sie hat alles getan. Elle a cherché la pièce minutieusement. Sie hat diese Münze gesucht. Dans nos quartiers, combien traînent encore sans connaître Christ? In unserem Viertel, wie viele Menschen laufen einfach rum, die keine Gemeinde haben? Nos amis, Unsere Freunde, dans nos milliers. in unseren Milieus. Est-ce que nous avons vraiment cette prise de conscience? Haben wir wirklich dieses Mitgefühl mit unseren Mitmenschen? Jésus a dit, Jesus sagte, allez partout dans le monde, geht überall auf die Welt prêche la bonne nouvelle, und verbreitet das Wort Gottes, pour que ces gens-là reviennent en Christ. damit diese Menschen zurück zu Jesus kehren. On a tous de la valeur. Wir haben alle sehr hohen Wert. Puisque de l'autre côté, je le répète, ce sont des évadés. On dit que nous sommes des évadés, nous avons Weil auf der anderen Seite werden wir als Flüchtlinge genannt. Satan nous cherche minutieusement de son côté aussi. Das heißt, der Teufel ist richtig auf der Suche nach uns.
Alors nous qui avons compris, Und wir, diejenigen, die verstanden haben, devons aussi chercher ceux-là qui sont égarés minutieusement pour les ramener à Christ. müssen auch diejenigen, die verloren gegangen sind, wieder auffinden und zu Jesus zurückbringen. Et la Bible dit quand un pécheur vient en Christ, Und die Bibel sagt, wenn ein Sünder wieder zu Gott kommt, il y a une grande fête au ciel. dann ist eine große Feier im Himmel. Et la femme a démontré. Und diese Frau hat es gezeigt. Quand elle a retrouvé la pièce qui était perdue. Als sie die Münze wiedergefunden hat, die sie verloren hatte, La Bible nous fait voir, elle était dans la joie. da war die Frau wirklich sehr glücklich. C'est cette joie-là qui se passe au ciel quand un de nous s'est converti. Und das ist die Freude, die auch im Himmel ist, wenn einer von uns sich bekehrt. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, Ich wollte einem von euch heute prenez sagen, cette conscience. nehmt euch das wirklich zu Herzen. Nous qui comprenons, Wir, diejenigen, die es jetzt verstanden essayez haben, d'aider ceux qui ne comprennent pas. versucht denjenigen zu helfen, die es noch nicht verstanden haben. C'est-à-dire ceux qui sont encore dans le monde, comme nous le disons. Mit diesen Leuten meine ich die Menschen, die noch auf der Welt sind. Dis-leur que vous êtes en danger. Sagt den Menschen, dass sie in Gefahr sind. Si vous restez avec cet état, Wenn ihr einfach in dieser Situation vous bleibt, n'irez rien faire. dann werdet ihr in die Hölle kommen. Mais vous avez de la valeur. Aber ihr habt Wert. Ihr Parce habt que Wert und la Wert. Genèse nous dit ceci. Weil in der Bibel steht geschrieben, Tout ce que Dieu a créé est bon. all das, was Gott erschaffen hat, ist gut. C'est-à-dire même les non-croyants sont bons. Auch die Nichtchristen sind gut. Ils ont de la valeur. Die haben auch einen Wert in Gottes Augen. Et Dieu sait que nous sommes là. Und Gott weiß, dass wir da sind Nous pouvons aider ces gens-là à venir en Christ. und dass wir diesen Menschen helfen können, zu Christus zu kommen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Kann einer Amen sagen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Kann einer Amen sagen? Das zweite Gleichnis, das Jesus in diesem Zusammenhang erzählt, steht auch im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums in den Versen 3 bis 7. La deuxième parabole que Jésus-Christ rapporte dans le sens de perdu et retrouvé se trouve dans Luc chapitre 15, versets 3 à 7. Jesus sagte aber zu den Menschen dieses Gleichnis. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Jésus-Christ dit à propos de cette parabole: Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et il leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vor rund 35 Jahren haben wir auf einer Jugendfreizeit in Österreich einmal etwas Aufregendes erlebt. Il y a de cela 35 ans, lors d'une expulsion avec les jeunes en Autriche, il s'est passé quelque chose d'énervant, quelque chose de difficile. Auf dem Programm stand eine Tagestour ins Gebirge mit der gesamten Gruppe. Le programme prévoyait un tour dans les montagnes en journée avec tout le groupe. Weil an einem langen, schmalen Aufstieg schon einige schlapp gemacht hatten, war ich mit ihnen nach Hause zurückgekehrt. Parce qu'après une montée dans les montagnes, certaines personnes étaient fatiguées, certaines étaient
fatigué, j'ai dû pasteur Müller rentrer avec eux dans à l'endroit où nous étions logés. Als alle dann am Abend glücklich Après des questions, quand on a posé des questions aux autres, nous avons appris qu'il avait été vu la dernière fois dans l'après-midi. Zunächst machten sich noch einige. Quelques personnes se sont mis en route pour le chercher. Relativ bald aber benachrichtigten wir die Polizei, die dann mit Geländewagen auf einigen Wegen im Gebirge anfing zu. Aber alles Suchen blieb ohne Erfolg. Ich weiß nicht, ob einer von uns in dieser Nacht ein Auge zugemacht hat. Je ne sais pas si l'une des personnes qui était dans ce groupe a pu dormir cette nuit-là. Ich jedenfalls nicht. Mais moi, dans tous les cas, je n'ai pas pu dormir. Als es hell wurde, setzte die Polizei schließlich Suchtrupps und Hubschrauber ein. Lorsque le matin est arrivé, la police a envoyé des troupes pour rechercher ce jeune et des hélicoptères aussi. Und wir konnten nichts anderes tun als warten und beten. Et nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre et prier. Dann kam ein Polizeiwagen zum Freizeitheim gefahren und ich sehe das bis heute. Et à un moment de la journée, une voiture de police est arrivée à l'endroit où nous étions logés et je peux encore voir cette image aujourd'hui. Ein Beamter stieg aus, kam auf mich zu und sagte, Un policier est sorti de la voiture et il est venu vers moi et il a dit, er ist gesund und wohlbehalten gefunden worden, wir bringen ihn gleich her. Il a été retrouvé en santé et sain et sauf et nous le rappelons tout à l'heure. Wir können uns vorstellen, welche Freude und welche Erleichterung uns alle packte. Nous pouvons nous imaginer donc quelle joie et quel soulagement nous avons tous ressenti en ce moment. Ein Jubel ging durch die ganze Freizeitgruppe und uns Leitern, die wir verantwortlich waren, fiel ein Stein vom Herz. Il y a eu un jubilé, tout le monde dans le groupe s'est mis en joie et nous, les encadreurs, c'était comme si une pierre nous tombait de là. Nous étions vraiment soulagés. Die Pointe erlebten wir dann im Laufe des Tages. Mais ce qui est difficile, c'est que nous avons appris quelque chose pendant la journée. Sein Freund erzählte uns dann irgendwann so nebenbei, Un ami, un jeune qui était ami à ce jeune perdu, nous a raconté. Das war nun das 3. Mal, dass er von der Polizei gesucht wurde. C'était la 3e fois que ce jeune est cherché par la police. Einmal mit dem Polizeiauto, einmal mit dem Polizeiboot an der Nordsee und jetzt mit dem Hubschrauber. Une fois, il a été cherché par des voitures de police, une autre fois par un bateau de police à la mer du Nord et maintenant par un hélicoptère. Und er strahlte dabei über das ganze Gesicht. Ich denke, jeder von uns könnte spontan solche Geschichten erzählen, wo jemand, der ihm wichtig war, verloren gegangen ist. Je crois que chacun de nous peut raconter une histoire pareille de quelqu'un qui nous tient à cœur, qui nous est cher, qui s'est perdu. Vielleicht auch, wo er möglicherweise selber als Kind einmal seine Eltern verloren hatte. Ou bien quelqu'un parmi nous, certains parmi nous sont déjà perdus lorsqu'ils étaient enfants. Und welche Freude es ist, dann zu finden oder gefunden zu werden. Et nous savons quelle est la joie de retrouver, quand on retrouve cette personne, ou bien quand on est retrouvé lorsqu'on est perdu. Und wer davon zu erzählen weiß, der kann auch die Freude Gottes nachempfinden, die er erlebt, wenn er einen Menschen gefunden hat, der ihm verloren war. Celui qui connaît ce sentiment peut aussi comprendre quel est le sentiment de Dieu lorsqu'il retrouve un de ses enfants qui était perdu. Mit unserer Freude rühren wir an Gottes Freude. Dans notre joie, la joie que nous ressentons ressemble à la joie que Dieu ressent. Ja, mehr noch, unsere Freude ist Gottes Freude, denn unser alltägliches Erleben ist eigentlich randvoll mit Gott. Donc, plus encore, notre joie est la joie de Dieu. Parce que ce que nous vivons au quotidien, oui, est rempli par Dieu. Dieu est là dans tout ce que nous faisons tous les jours. Und darum haben wir eigentlich auch keine Schwierigkeiten, das Gleichnis vom Hirten zu verstehen, der sein Schaf verloren hat. C'est pour ça que nous n'avons pas de problème à comprendre la parabole du berger qui a retrouvé sa brebis. Jeder Hirte kannte damals seine Schafe mit Namen. Mais auparavant, chaque berger connaissait chacune de ses brebis par son nom, par son nom. Mindestens so wie ein Lehrer seine Schüler mit Namen kennt. Donc, un peu comme un maître d'école connaît ses élèves, chacun de ses élèves. Er lebte Tag und Nacht mit ihnen.
vivait jour et nuit avec cette brebis. Und jeden Abend, wenn er den Pferch öffnete, um sie hineinzulassen, dann zählte er sie. Et chaque soir, lorsqu'il ouvrait l'enclos pour faire manger cette brebis, il les comptait une à une. Dieser Hirte hatte genau 100 Schafe. Et ce berger dont je l'ai question dans la Bible avait exactement 100 brebis. Und als er an einem Abend fast alle Schafe in seinem Pferch hatte, musste er feststellen, et une soirée, lorsqu'il avait fait rentrer tous ses brebis, il a dû donc constater nur noch 99. je n'ai plus que 99 brebis. Und auf einmal lässt er alle durch dieses Tor hindurch marschieren. Donc il laisse encore sortir tous ses brebis. Tatsächlich 97, 98, 99, eines fehlt. Il les compte encore, il les fait rentrer, il les compte 97, 98, 99 et effectivement, il manque une brebis. Und nach wenigen prüfenden Blicken weiß er auch, welches Schaf ihm fehlt. Et après avoir observé cette brebis, il a su exactement quelle brebis manquait. Schnell macht er die Tür zum Schafstall zu. Donc il a rapidement fermé la porte de l'enclos. Und dann macht er sich in der hereinbrechenden Dunkelheit auf, dieses Schaf im einsamen Bergland zu finden. Et il s'est donc mis en route dans l'obscurité totale, dans les montagnes, pour aller chercher cette seule brebis qui était perdue. Nun ist uns nicht beschrieben, wie dem Hirten zumute war, als er all diese Wege, die er vorher gegangen war, nochmal abschnitt. La Bible ne décrit pas quel courage ce berger avait lorsqu'il s'est mis dans ces conditions pour aller chercher sa brebis. Wir dürfen uns das selber ausmalen und dabei vielleicht auch all unsere eigenen Erfahrungen von Bangen und Beten, von Hoffen und Enttäuschtsein hineinbringen. Donc nous devons nous-mêmes imaginer, nous-mêmes essayer de nous imaginer en nous basant sur nos expériences, sur nos paniques que nous avons, sur nos prières, sur notre espoir et sur notre déception. Und dann endlich geschieht's, er findet sein Schaf wieder. Mais enfin, quelque chose de merveilleux se passe, il retrouve sa brebis. Er nimmt es auf seine Arme, er legt es sich um die Schultern und er trägt es voller Freude nach Hause. Donc, il porte sa brebis dans les bras, il la met sur son épaule et il la ramène à la maison. Dans toute joie. Und dort in dem kleinen Dorf ruft er alle Freunde und Nachbarn zusammen und er sagt, Une fois arrivé au village, dans son village, il appelle tous ses amis et tous ses voisins et il leur dit, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden. réjouissez-vous avec moi parce que j'ai retrouvé ma brebis. Amen. Ich habe es wohlbehalten nach Hause gebracht. Je l'ai ramené dans la maison, à la maison saine et sauve. Und so, sagt Jesus, so ist Gottes Freude, wenn er uns wiedergefunden hat. Et Jésus le dit, c'est ainsi que Dieu se réjouit lorsqu'il nous a retrouvés. Und wie die Nachbarn, so freuen sich alle Engel im Himmel mit. Et comme les anges, et comme les voisins, les anges dans le ciel se réjouissent aussi. Ich möchte nur einen Gedanken aus diesem Gleichnis für uns herausgreifen. J'aimerais faire une courte réflexion sur cette parabole. Gott ist auf der Suche nach mir. Dieu me cherche. Das ist das Wunder, das diese Geschichte erzählt. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important que cette histoire raconte. Es gibt einen Gott, der mich sucht. C'est la bonne nouvelle racontée par cette histoire. Il y a un Dieu qui me cherche. Es gibt einen Hirten, der mir nachgeht. Il y a un berger qui est après moi, qui cherche que je suis. Es gibt einen Herrn, der merkt, wenn ich fehle und der sich einfach nicht damit zufrieden gibt, der keine Ruhe findet ohne mich. Il y a un Dieu qui remarque lorsque je ne suis pas là et qui ne s'estime pas heureux pour cela. Sans moi, il ne trouve pas le repos, il me cherche. Mitten in der Wüste dieser Welt, mitten in unserem Alltag, gibt es einen Gott, der mich sucht. Dans le désert de ce monde, dans notre quotidien, il y a un Dieu qui me cherche. Und auch wenn du dich selber nicht suchst, Et même si toi-même tu ne le cherches pas, und auch wenn du vielleicht selber keinen Weg zurücksiehst, et même si tu ne vois pas le chemin retour pour aller vers lui, wenn du vielleicht überhaupt nicht willst, dass Gottes Wort dich irgendwo trifft, même si tu ne veux pas que la parole de Dieu te touche personnellement, Gott sucht dich trotzdem. Dieu te cherche quand même. Vielleicht hast du deinen Glauben verloren. Peut-être tu as perdu ta foi, Vielleicht hast du auch nie einen gehabt. peut-être tu n'as jamais cru en Dieu. Vielleicht ist dein Lebensgleichgewicht weg. Peut-être que l'équilibre qui faisait ta vie n'existe plus. Du fragst dich, wo ist eigentlich die Mitte meines Lebens? Tu te demandes en fait quel est le sens de ta vie.
Gott sucht dich trotzdem. Dieu te cherche malgré tout. Und Gott hat viele Weisen zu suchen und zu finden. Et Dieu a beaucoup de façons de chercher et de trouver. Ganz alltägliche durch Worte und Gedanken, Il y a tous les jours à travers des paroles et des pensées. aber vielleicht auch durch leidvolle Ereignisse. Et aussi à travers des choses que nous, Leidvolle Ereignisse. nous expérimentons. Ja. Durch Schmerzen und tiefe Lebensenttäuschungen, von denen du vielleicht gar nicht denkst, dass sie mal kommen können. Oui, à travers les Das ist einfach so. à Schmerzen. travers nos déceptions, à travers tout ce que nous faisons comme expérience difficile dans la vie. Und Gott sucht uns aber auch durch wunderschöne Liebesbeweise, durch schöne Erfahrungen, die wir machen und die uns vielleicht eines Tages packen. Dieu nous cherche aussi à travers certains signes d'amour et à travers certaines expériences positives que nous faisons tous les jours. Spurgeon, dieser Evangelist, sagt einmal, L'évangéliste Spurgeon disait une fois, die Gnade Gottes, die kommt zuweilen wie ein Kriminalbeamter, la grâce de Dieu vient de temps à autre comme un fonctionnaire de la police judiciaire. sie packt einen Menschen am Kragen und sie sagt ihm, La grâce de Dieu arrête donc quelqu'un au col et lui dit, heute musst du umkehren. aujourd'hui tu vas te repentir. Auf diese Weise geht Gott einem verlorenen Schaf nach. Et c'est de cette façon que Dieu cherche les brebis perdues. Die frohe Botschaft für jeden von uns ist, Gott sucht dich, bis er dich gefunden hat. Et la bonne nouvelle pour chacun de nous aujourd'hui, c'est que Dieu te cherche jusqu'à ce qu'il t'a retrouvé. Dieses Gleichnis will uns heute Morgen ermutigen. Donc cette parabole devrait nous donner de l'espoir ce matin. Lass dich finden. Laisse-toi trouver. Gott freut sich über dich und dein Leben. Dieu se réjouit de toi et de ta vie. Und er will, dass wir teilhaben an seiner Freude. Et il aimerait que nous prenions part à cette joie. Amen. Amen. Ich möchte die 5 Sängerinnen nochmal bitten. Ihr seid nochmal dran. La bella
allons le dire 2 fois. Et pour la 3e fois, nous allons crier très fort. Wir Alléluia. werden das jetzt 3-mal sagen. 2-mal, wenn wir es normal sagen, beim 3. Mal stehen wir auf und jubeln und klatschen. Parce que la présence de Dieu nous donne la joie. Amen. Weil Gottes Gegenwart uns Freude schenkt. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Amen. Bei Gottes Gegenwart sind wir glücklich. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer. Wir fangen jetzt an. Je suis dans la joie quand on me dit. Ich bin glücklich, wenn wir sagen, wir sind im Haus Gottes. Donc c'est la bonne interprétation. Also ich übersetze. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit. Ich bin glücklich, wenn mir gesagt wird, Oh, il n'y a pas la réponse. Je suis dans la joie quand on me dit. ich bin glücklich, wenn mir gesagt wird, wir sind im Haus Gottes. J'avance. Ich mach weiter. Je suis dans la joie quand on me dit. Pour la 3e fois. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit. Ich wollte ein Zeugnis abgeben von dem, was unser Gott am 13. Juni getan hat. Also letzten Samstag war das. Oui, nous étions à Tivoli, dans la salle de, comment ça s'appelle encore, la grande salle H-Montralais. C'est là où nous étions, nous avions une très grande convention des femmes et des hommes. Wir hatten letzten Samstag in Tivoli, also in der Eissporthalle, eine sehr große christliche Veranstaltung. Organisée par Femmes Lève-toi Sois éclairée en collaboration avec l'Église de la Grâce. Und diese Veranstaltung wurde organisiert von Frau Steh auf und sei erleuchtet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde La Grâce. Et le Seigneur nous a fait grâce, on a eu beaucoup d'invités, les gens sont venus de partout. Und durch Gottes Gnade waren wirklich sehr viele Menschen da. Es sind Menschen von überall hergekommen. L'Autriche était là, la Suisse était là, Österreich waren Leute da, aus der Schweiz waren Leute la da, France était aus là, Frankreich, l'Angleterre était là, aus England, la Belgique, la aus Hollande, Belgien, aus Holland, pardon, aus l'Italie Italien. aussi. Merci. Il y avait aussi l'Italie. Donc on était vraiment beaucoup nombreux, il y avait la foule. Also es waren wirklich sehr viele Menschen da. Et le Seigneur nous a fait encore du bien. Und der Herr hat uns nochmal Gutes getan. Et notre thème, c'est presque le thème d'aujourd'hui. Donc je dois récupérer mes biens. Und das Thema, also unser Thema war fast dasselbe Thema wie heute. Das war, wir müssen uns unser Eigentum wieder zurückholen. Et je crois que quelqu'un veut récupérer vraiment ses biens. Und ich glaube wirklich daran, dass eine Person mindestens wieder sein Eigentum zurückerlangt hat. Rapidement, donc ce ministère est en train d'évoluer et aider le Seigneur nous aide et il y a pas mal de guérisons. Le Seigneur est en train de nous aider dans ce ministère et il y a pas mal de guérisons. Also der Herr ist wirklich dabei, uns bei diesem Ministerium zu helfen und so viele Menschen werden auch dadurch geheilt. Et par là, il y avait des témoignages, pardon. Il y a une de nos mamans qui était guérie du cancer du sang, donc leucémie, leucémie. Als Beispiel, da ist eine Frau da gewesen, die dann von Krebs geheilt wurde. Et il y a une autre, une fille qui devrait vraiment mourir, qui était très malade, une maladie compliquée que le médecin ne comprenait pas, mais cette fille aussi était guérie, une jeune fille de 14 ans. Und da war auch ein junges Mädchen von 14 Jahren, die auch eine sehr komplizierte Krankheit hatte, wo die Ärzte selbst gar nicht wussten, was genau sie hatte. Aber sie wurde dann auch geheilt, also ging es dann später auch besser. Et dans cette grande journée, il y avait une personne, une âme qui était venue dans le Seigneur. Voilà notre joie. Und an diesem Tag gab es eine Person, die sich wirklich zu Jesus bekehrt hat. Und das ist dans cette foule-là, il y avait une personne seulement qui est venue pour recevoir le Seigneur. Donc c'était l'une là qui était perdue. In dieser ganzen Menschenmenge gab es eine Person, die gekommen ist, um sich zu Gott zu bekehren. Et dans ce ministère, nous sommes là dans la prière chaque jour à 4h du matin, à
à midi, à 21h. Und in diesem Ministerium beten wir halt jeden Tag um 4 Uhr morgens, dann nochmal um 12 und dann nochmal um 21 Uhr. La prière, c'est pour tout le monde. Das Gebet ist für jeden. Et nous vous invitons aussi. Und wir laden euch auch ein, De nous rejoindre dans la prière. dass ihr mit uns gemeinsam betet. Le Seigneur vous aime. Der Herr liebt euch. Que le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Amen. Ich darf jetzt Patience wird die Abkündigung für die Gemeinde La Grace verlesen. Amen. Après, maintenant, nous allons suivre les communiqués pour l'église La Grace. Und jetzt kommt die Kundgabe der Gemeinde La Grace. Donc, à l'église La Grace, chaque mercredi de 16h30 à 18h, nous avons la prière d'intercession. Also jeden Mittwoch haben wir von 16:30 Uhr bis 18 Uhr unsere Fürbitte der Gemeinde. Et de 18h à 20h, nous avons le partage biblique. Und von 18 bis 20 Uhr haben wir unseren Bibelpreis. Et le vendredi de 18h à 20h, nous avons la prière d'intercession. Und freitags von 18 bis 20 Uhr haben wir die Fürbitte. Et le samedi, il y a la répétition et la réunion de jeunes. Und samstags haben wir die Chorprobe und die Jugendgruppe. Le dimanche, nous avons notre culte de 11h jusqu'à 13h30. Und sonntags haben wir unseren ganz normalen Gottesdienst von 11 bis 13:30 Uhr. Oui, comme maman venait de parler, donc l'église La Grace travaille en collaboration avec le ministère des femmes. Lève-toi, sois éclairé, papa, lève-toi. Genauso wie Mama Deborah es gerade gesagt hat, arbeitet die Gemeinde La Grace zusammen mit dem Ministerium namens Frau Steh auf und sei erleuchtet. Oui, dans ce ministère des femmes, lève-toi, chaque jour nous avons la prière en ligne. Und in diesem Ministerium beten wir halt jeden Tag online, also am Telefon, eine Art Telefonkonferenz. 4h jusqu'à 5h30. Von 4 bis 5:35 Uhr. De 12h à 13h30 pour l'adoration. Von 12 bis 13:30 Uhr. Et 21h à 22h30 la prière. Von 21 bis 22:30 Uhr. Oui, et chaque premier mercredi du mois, nous avons la prière de la délivrance. Und jeden ersten Mittwoch des Monats haben wir unser Befreiungsgebet. Toujours avec ce ministère des femmes lève-toi, nous avons la retraite 2 à 3 fois l'année. Noch immer mit diesem Ministerium haben wir 2 bis 3 Mal im Jahr unseren Gebetsrückzug. Oui, et on fait la retraite, donc 4 jours de la retraite jeûne à sec. Und fasten dabei, trocken. Oui, et chaque deuxième vendredi du mois, nous avons jeûne et prière à l'église La Grace de 10h à 18h. Und jeden zweiten Freitag des Monats fasten wir gemeinsam in der Gemeinde von 10 bis 18 Uhr. Oui, avec le ministère des femmes lève-toi, papa lève-toi, nous avons chaque mois nous avons la convention mensuelle. Und was unser Ministerium angeht, wir haben jeden Monat, also einmal im Monat immer eine Versammlung. Oui, à partir de 14h jusqu'à 18h. Die geht von 14:30 Uhr bis 18 Uhr. Et nous venons à l'état de jeûne. Und wir kommen immer im Fastenzustand. Oui, comme le maman venait de dire, donc chaque année nous avons la grande convention. Und genauso wie Mama Deborah es gerade gesagt hat, wir haben einmal im Jahr immer eine sehr große Versammlung. Donc pour l'année prochaine, c'est déjà programmé, donc c'est le 11 juin 2016. Nächstes Jahr ist am 11. Juni, also findet es am 11. Juni statt. Oui, et ça sera notre 9e grande convention. Und das wird unsere 9. große Versammlung. Oui, et donc le dernier communiqué, Jésus revient bientôt, Maranatha. Die letzte Grundgabe ist, Jesus kehrt gleich wieder zurück, Maranatha. Merci. Wir wollen nun zusammen beten und dann so aufstehen. Antoine wird das Gebet für uns auf Französisch sprechen, es wird nicht übersetzt. Ein Mikro ist aus. Also ich habe das Gebet eigentlich in Deutsch vorbereitet. Übersetzen auf Deutsch. Das ist natürlich auch okay. Ja, Gott, unser Vater, sei gelobt, sei gepriesen. Du hast uns durch den Lobpreis, die Anbetung, durch das Wort der Predigt reichlich gesegnet. Danke dir, o liebevoller Vater, für die kostbaren Gnaden,
die du in unser Herzen gegossen hast. Wir sind dadurch befähigt worden, ja, mit dir, o Herr und Erlöser Jesus Christus, mit Vertrauen auf dich zu leben. In unserem Alltag die Welt jeden Tag Schritt für Schritt im Sinne deiner Liebe und deines Wortes zu verändern. Ich danke dir. Ich lobe deinen Namen. Ich erhöhe deinen Namen, denn du bist in unserer Mitte da. Und du wirst in unserem Leben jeden Tag mehr und mehr durch deine Liebe und Barmherzigkeit, durch die Heilung, durch die Befreiung von all unseren Lasten und Sorgen. Ja, sei gelobt für diese Gemeinschaft. Sei gelobt für unsere Vernetzung, unsere gemeinsame Gebet. Jetzt und morgen. Ja, sei gepriesen in aller Zeit. Denn du bist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in Ewigkeit. Amen. Amen. Ich möchte der Gemeinde Leitgras ganz herzlich für ihren Besuch danken. Es ist schön, wenn wir ab und zu mal über den Horizont hinwegschauen und sehen, wie es in den Gottesdiensten in anderen Kulturen und in anderen Teilen der Welt zugeht. Und jetzt, da ihr hier bei uns lebt, auch in unserem Land. Ich danke euch sehr und wir wünschen euch alles Gute für eure Gemeinde in Zukunft. Wir wollen jetzt noch ein Lied zusammen singen, und zwar: Du bist ein wunderbarer Hirt, was ja sehr gut zu unserem Thema heute passt.